Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das redet euch Meir David. Es ist Erev Tisha B'Av heint bei Nacht und in Zusammenhang mit dem haben wir verbeten Harav Nossi Maiman zu seiner Gast. Ist der Sohn von Harav Laser Maiman, Oliver Shalom, was vielleicht uns dienen etliche Jahre mit Begrüßungen bei die Jonteven. Die letzten etliche Jahre sind gestorben mit ein paar Jahren zurück. Und Nossi Maiman ist gewachsen in Brooklyn, geworden ein Breslover Chassid, hat Eule gewonnen in Yisrael. Und jetzt ist von Zeit zu Zeit in Israel, von Zeit zu Zeit in Amerika. Ist da gewesen bei uns in Amerika letztens. Und durch eine Spracheverbindung habe ich sich gewonnen zu nehmen und ihm verbeten, überzugeben, ein bisschen wegen seinem Leben und Schaffen, sein Chassidus und euch wegen Tisha B'Av. Ich hoffe, Sie wird Hanoah haben. Und später im Programm bringen wir zurück von unser Archiv einen Auszug von Miriam Liebenson, Oliver Shalom, ihre Präsentation Lokovet Tisha B'Av von Jahr 1995. Hat Hanoah von Programm. Nossi Maiman. Meine Eltern sind gewesen, mein Tate gewesen von Polen, von Bulgarei, meine Mama gewesen von Veritsky in Tschechoslowakien. Und ich bin geboren geworden in Amerika, in New York, in Williamsburg. Danach sind sie gegangen zu East Flatbush, danach zu Mill Basin. Danach habe ich Chasne gehabt und gewohnt in Brighton Beach. Und danach gefahren kann Eretz Israel. Und ich wohne dort 39 Jahre. Ich habe eine Sprache, ich habe 5 Kinder, die wohnen in Eretz Israel und ein Sohn, der wohnt da in New York. Kenahara. Und ihr seid Arab, ja? Ja, ich lerne mit Menschen auf Englisch, auf Jiddisch, auf Ivrit. Und ich lerne speziell die Sforim von Rabbi Nachman in Breslov. Heißt, ihr seid Breslover Chassid, ja? Ja. Von 16 Jahren alt. Könnt ihr ein bisschen erklären für unsere Zuhörer, auf jeden Fall, was heißt Chassidus und was heißt Breslover Bewegung von Chassidism? Ja. Chassidus hat sich angefangen in der 300 Jahre zurück. Es gewesen ein Jid, was hat geheißen Rabbi Yisrael Baal Shem Tov. Und in seinen Zeiten
in Europa, in die zwischen die aschkenazische Kehilois, gewesen sehr winzig Menschen, was haben gelernt in Yeshivas, und ruhig Menschen haben gearbeitet, in den Feldern und kommende Arbeiten, kommende Sorten Arbeit, und sie nicht gehabt, wie viel Kescher mit der Teure und mit den Menschen, was haben gelernt, und gewesen als ein Matze, was gewesen ein größer Abschieden zwischen sie. Und der Baal Shem Tov gekommen, gewesen sehr ein choshever Mensch, sehr ein gelernter Mensch, was als Sach Menschen, was ein gewesen größer Talmidei Chachamim, pflegen kommen sein und pflegt sie geben Hischaskus, was heißt, pflegt sie starten in Emunah, in Simcha, in kommende Sachen, und euch poschete Menschen, sehr poschete Menschen, was haben nicht das gelernt, hat sehr euch gekannt, so weisen, als sie sind Jiden, und der Eberste hat sie lieb, und die Sachen, was sie tun, sind euch sehr choschet. Sie haben eine Mischproche mit Kindern, und sie helfen der Mischproche, sie helfen anderen Jeden, das sind sehr choschete Sachen. Und der Baal Shem Tov, seine Talmiden, die Menschen, was haben gelernt bei ihm, als Sach von sie, sind gegangen weiter und sind gelernt mit Menschen. Und von das ist ausgegangen die Chassidim und die Chassidus, kommende Menschen. Und jeden einer gewinnt, sie sind nicht mehr alle dasselbe, jeden einer hat gerade seine choschere Sache. Bei einem gewinnt sehr choshev dem Lernen, bei einem gewinnt sehr choshev dem Davening, bei einer gewinnt sehr choshev helfen Menschen. Breslau hat sich angefangen von einer Ureinikel von der Baal Shem Tov. Der Baal Shem Tov hat gehabt eine Tochter, was hat geheißen Odol. Sie hat gehabt eine Tochter, was hat geheißen Feger. Und sie hat gehabt einen Sohn, was hat geheißen Nachman, Reb Nachman. Und wenn er gewinnt 18 Jahre alt, ist Menschen sind schon angefangen kommen sein, fragen ihm Eizes, und mit dem sehr choshev gehalten, mit gesehen, als ist ein Mensch, was kann reden mit allen Menschen, kann reden mit den choshevsten gelernten Menschen, und kann auch reden mit den poscheten Menschen, und geben jeden einen ein Schmeichel, ein Chizuk, und weisen jeden einen, was sein Platz ist. Und später die Jahren, wenn gewinnt Berg 30 Jahre alt, ist gekommen zu der Stadt Breslau. Hat gewohnt in ein paar Städten, noch der Chasna hat gewohnt in einer Stadt, dann noch in Medvedevka, dann noch in kommenden Stadt. Bis gewohnt Berg 30 Jahre alt, ist gekommen zu der Stadt Breslau. Und dort hat schon gehabt Menschen, was Sachmenschen, was können kommen, und hat gesagt für seine Menschen, als von Heim an, wir werden angerufen sein, Breslauer Chassidim, Leute im Stadt Breslau. Es ist da ein Posuk in der Teure, wie der Eberste sagt, als wenn Mashiach wird kommen, V'hasiroisim miken es leivoeren, ich will abnehmen von euch, at den Steiner von der Herz, v'nasati lochem leiv bosser, und ich will geben ein fähiger Herz, ein Herz von Fleisch, leiv bosser. Es wird nachher gesagt, leiv bosser ist Breslau, die zwei Werte zusammen. Und hat sehr gelegt eine Choschevkeit auf das Herz von einem jüdischen Mensch. Sei bescheid, ein Mensch will davenen zu der Eberste, es hat sein Werte, was gehen raus vom Herz. Und die ganze Jüdischkeit, der Teure sagt, als bei Chochma gefindet sich bei Goyim Euchet, ist ein Mensch, der sagt, was ist der Unterschied zwischen der jüdischen Chachamim und der goyischen Chachamim? Es wird nachher gesagt, als bei jedem der Chochma ist mit Herz. Und bei der Goy kennt seine Chacham ohne Herz, bechlall. Andere Menschen haben gehört, man stammt wegen Uman. Was ist die Wichtigkeit von Uman in Ukraine? Ja. Bescheid, jeder Nachmann gekommen zu der Stadt Breslau, ist herumgefahren ein bisschen, und ist rübergegangen in den Stadt Uman,
was dort etliche 30 Jahre vor Reb Nachman geworden, ich war ein größer Pogrom dort, was die Kosaken und die Heidemaken sind herumgelaufen und ausgehagelt jeden in der Sachstätte dort. Und eine gewähne Stadt, was hat gerade eine größere Chäume um dem, und der Mensch, was gewähne ein Barboss auf der Stadt von Oman, hat lieb gehabt jeden, und hat gemeint, als hat abhieten jeden, hat nicht da reinlassen, die schlechten Menschen, die Kosakes aber zum Seus, sie sind ja rein in die Stadt, und sie haben ausgehagelt 30.000 Jeden in jener Zeit. Sie haben gestellt a Getschke, also wie a Chefy Weiref, a Cross, man sagt ihm auf Englisch. Und sie haben gesagt, was war jeder sich bucken zu dem, hat erleben. Und was nicht, wird mir aushagen. Und nicht ein jeder sich gebickt dort. Sie haben ausgehagelt, wenn etliche 3 Tage, was sie herumgelaufen, gehargelt, geschochten Menschen, Männer, Weiber, Kinder, reingeworfen Menschen in Teich, ausgehagelt als Menschen. Danach hat man sie herausgetrieben und Menschen gekommen, um Baglotten, die 30.000 Menschen in der Kevrachen, in 2 große Gräber. Ist das gewesen etliche 30 Jahre vor Reb Nachman geboren geworden. Wenn Reb Nachman gesehen, 30 Jahre alt, und er ist gesehen, in der Stadt von Oman, wie alt ist gesehen, ja, ich meine, ich bin 30 Jahre alt. Ist rübergegangen, in dem Platz, wie die 30.000 Menschen liegen, und er hat gesagt, da ist sehr ein guter Platz zu liegen. Und keiner hat nicht verstanden, was redet. Ein junger Mannschick von 30 Jahren alt. Aber danach hat er gewohnt in Breslau, 8 Jahre Berg, und etwas gewinnt größer Streifeis in Stadt. Und ein Freitag zu Nacht verbrennt geworden sein Stub. Und es ist gekommen vor allem Moidor, als die Menschen von Oman beten, als soll sein dort. Der größte Hariga, was ich gesagt habe, der Programme gewesen in der Stadt Oman, ist plötzlich bett man ihm, als soll kommen in Oman, ist gefahren dort mit seiner Sprache, und hat gewohnt dort in der letzte halbe Jahr von seinem Leben, und ist weg, inmitten Chalamoy Sukkos, mit dem Baglotten in dem Platz, wo es hat ausgeklappt, 8 Jahre früher, wo es hat gesagt, dort gewesen eine große Kiddush Hashem, als kein Jeder hat sich nicht gebickt zu die Getschke, zu die Sachen. Und hat gesagt, da ist sehr ein guter Platz zu liegen zwischen die heilige Menschen. Und es bleibt Adayom ein Platz, wo Breslauer Chassidim und auch andere Jeden fahren hin, jedes Jahr, viele dem Jahr, in Zeit von Milchama in Ukraine. Weil Beschas hat gelebt, Reb Nachman hat gelebt, hat gesagt für seine Talmiden, als die chesheste Zeit vom Jahr, was Menschen sollen kommen zu sehr reden und sich zurückkommen zusammen, ist Rosh Hashanah. Weil in der Torah steht, als der Eibischte, Rosh Hashanah ist der Eibischte, sagt, was jetzt, wer soll es jetzt sein, das ganze Jahr. Das ist sehr eine cheshete Zeit, als jeden soll sich zurückkommen und sein bei sehr reden. Es Beschas, Reb Nachman hat gelebt, seine Menschen fliegen alle kommen zuvor sehen, in Breslau, Beschas hat gewohnt dort, und in Oman, der letzte Jahr von seinem Leben in Oman, alle gekommen dort zu sein, zusammen mit ihm. Ist viele seine Menschen haben verstanden, es ist viele noch dem, was ist weg. Es da ein Minig bei jedem, als auf Rosh Hashanah geht man zu der Beis HaKvoros, also steht in der Torah in Shulchan Aruch, zu beten, als die Eibischte soll haben Rachmanis und geht mal gut Jahr, und bei der, als die Teilen des Schammers, was liegen dort in der Beis HaKvoros, sie sollen noch beten für uns, als wir sollen haben mal gut gebencht Jahr. Das ist alle jeden Wesen von der Sache. Aber Reb Nachman hat gerät von der Sache, und ist auf Rosh Hashanah, kommende Menschen, Mispalel sein, leben sein Kever, beten den Eibischte, als der Eibischte soll uns geht mal gut gebencht Jahr, in des Schuss von der größte Zadik. Und er hat gesagt, wer sitzt sagen,
10 Kapitel Tehillim dort bei seinem Kever und geben etwas zu Stocker für seine Schama, für die Nacht mit der Schama, hat gesagt, durchnutzen seine Schuhe, seine Mitzvahs. Hat beten für jenen, als tun alles, was kann, als der Eibischter soll helfen, der Mensch. Was sagt er zu ihm? Der Eibischter soll helfen, mit seine Sprache soll sein gebencht. Ist das geworden eine chesche Sache, als tausende Menschen, manchmal zähnliche tausende Menschen kommen dorten, Erev Rosh Hashanah, beten sie dorten, leben dem Kever. Wir beten es auch der Tikkun HaKlali, spezielle 10 Kapitel Tehillim, wir sagt es dorten, und wir gibt Stocker für den Neshama von Rabbi Nachman. Danach dem Rosh Hashanah allein kommen sie zunächst alle in Schiel dorten, davenen zusammen. Alle Menschen, so sein, tausende Menschen davenen zusammen Rosh Hashanah. Sehr eine schöne Sache. Ihr fahrt dahin jedes Jahr, ihr seid da mal gewesen, wie oft fahrt ihr? Ja, schon etliche 30 Jahre, was ich vor jedem Rosh Hashanah mit meinen Sinn, wir fahren dorten und es kommen tausende Menschen zusammen und alle davenen zusammen Rosh Hashanah mit speziellen Igunen. Sehr, sehr eine schöne Sache. Und auf Rosh Hashanah geht man zum Kever dorten und man sagt, der Tehillim und das Mispara für die Mischpocha, für ganz klar Israel. Der erklärt für uns auf jeden Fall, für was wird man keinmal nicht haben einen neuen Rebbe. Ich habe gehört einmal von einer von den älteren Breslover Rabbonim, als hat Masbe gewesen, ein neuer Rebbe kann machen neue Sachen, neue Takonos, kann Mishane sein, was der frühere Rebbe hat getan. Bescheid Reb Nachman ist auf weg. Seine nonte Talmidim und befragt sein nonste Talmid, Reb Nosson hat verstanden, als das, was Reb Nachman hat übergelassen, seine Sforen, winderliche, schöne Sforen, Likutei Maran, Sipurei Maisius, Sefer Amidos, als man darf gar nicht zulegen dort, man darf gar nicht Mishane sein. Hat gesagt, heute also, man darf stoppen, ein neuer Rebbe. Sie Dorabonim, in Breslau Dorabonim, wo sie lernen, und sie lernen von Menschen, und sie geben ein Reis, Sforen, wo sie in Masbe, das Forum von Reb Nachman, aber sie sind sehr stark gehalten, es darf nicht sein, darf nicht Mishane sein, gar nicht, was Reb Nachman hat gesagt, und darf gar nicht zulegen. Aber im tagtäglichen Leben bei anderen Chassidim darf man sich wenden zu sehr Rebbe für Eitzes. Ihr habt zu wem sich zu wenden für Eitzes? Sicher. Sie da heint öfter ein paar hundert Rabbonim in Breslau, in Eretz Yisrael, gemacht in jedem Stadt und auch viel in Amerika, in Sachplätze, New York, New Jersey, kommen schon in der Breslau Schielen und sie da Rabbonim, cheshere Menschen, was wir können halten an Eitzes mit sie und auch das Forum von Rabbi Nachman, sind viel mit Eitzes. Weiß ein Mensch, wie so ein Mensch kann sich erhalten, ob es geht über schwere Zeiten auf ein Mensch, wie so ein Mensch kann sich erhalten, sein freilicher ganz Leben, wie so ein Mensch kann sein beschollen mit dem Sprache, mit allen Menschen, kommine Eitzes, was ein Mensch darf im Leben, als Sache von die Sachen befinden sich in das Forum von Rabbi Nachman. Die Menschen lernen das Forum Baruch Hashem und sie deutet Rabbonim Baruch Hashem. Hier die Meshiren und die Yeshivas, was die Rabbonim sind, verschiedene Menschen, was Menschen halten an Eitzes mit sehr. Sehr interessant. Wir wollen kommen zu dem Indien von Tisha B'Av, aber ehe wir kommen zu dem, will ich bei euch fragen, ein bisschen wegen dem Leben in Israel. Wie geht es mit euch in Zeit von Milchama? Und Bechlal, könnt ihr beschreiben dem Leben in Israel? Die Terz ist, ich wohne schon in Eretz Israel 39 Jahre. Und jeden Tag sieht man Neues in Eretz Yisrael, Baruch Hashem. Wie mir geht, mir baut keine Horn, in jedem Stadt. Mir baut neue Binyanen, neue Stieber, keine Horn, Baruch Hashem. Und die jüdische Volk, Gott geht darüber, kommen Schwierigkeiten, aber die jüdische Volk wird größer und größer. Man ist größer und größer.
also in Jerusalem, in Tel Aviv und in die Stadt Beit Shemesh und Beitar, die Stadt Beit Shemesh hat 40 Breslover Schulen. 40 Breslover Schulen, 15 Breslover Yeshivas. Und heute 40 Breslover Schulen kann sein, sogar 500, 600 Schulen in Beit Shemesh. Auf Shemer, ich weiß allein nicht, kann einer hören. Wir sehen, dass Gott geht über Schwierigkeiten, aber Baruch Hashem, die Mischproches wachsen, es wird geboren neue Kinder, neue Dörres und Asach Yeshivas und Asach Schulen und Asach Menschen, die sind sehr, sehr zufrieden, als man wohnt in Eretz Yisrael. Man wollte nicht gewollt wohnen, kein Schum anderer Platz. Gott geht über Schwierigkeiten von Milchomos. Wir leben mit Nissen. Der ganze Eretz Yisrael ist herumgeriegelt mit Säumen von allen Seiten. In der Zofa, in Syrien, mit Lebanon und in Dora, in Mitzrayim und auf der Jordan, alle, wir haben nicht kein guter Freund herum uns. Aber in Eretz Yisrael allein, da hunderte, tausende, ein paar Millionen Araber, was sind nicht unsere gute Freund, das sagen sie. Aber man lebt und die jüdische Volk wächst von Minute zu Minute. Was ist der Zugang Bechlal von Breslau wegen Dienen in Zahal, in IDF? Die Schuhe sind Stocken, Breslau mischt sich nicht zu Politiker-Sachen, nicht Politiker. In Breslau da Menschen, sind da Arbeiter, sind da Rabbonim, sind da Doktoren, sind da Orchideen, sind da keine Sorten Menschen. Und jeder versteht, als man darf haben alles. Als die jüdische Volk nicht, als wie Ugiot, was geht aus von der Fabrik, was jeden Ugiot kriegt, ist dieselbe Sache. Als in jüdische Volk darf man haben alles. Sie da Kinder, was sie kennen, sie da öfter ein kleines Schum von Menschen, die Kinder, was kennen werden, Rabbonim, Dayonim, sie kennen vielen Kehilois. Für sie erwartet, es gibt gesagt, man soll sie hinterhalten, sie sollen kennenlernen ein paar Jahre und können auswachsen, größer Talmidei Chachamim. Und die, was kennen nicht, können aufstellen, nicht Bachis. Und die, was sind in Mesugel, sie sein in Zava, da kommen in Machlakot. Die, was sind in Mesugel, sie sein da, gehen da, die andere, man hat, es ist nicht wirklich eine Sache, als alle Jeden dürfen sein Rabbonen. Oder alle Jeden dürfen sein Doktoren. Oder alle Jeden dürfen gehen in Zava. Wir wissen, in der Zeit von Moshe Rabbeinu, sie gewinnen ein Chelik von Jeden, was raus in Zava, und ein Chelik von Jeden, was sind geblieben hinter. Und beide haben gehalten Cheshiv, dem Zweiten, und einer hat hintergehalten dem Zweiten. Es heißt das, sind da Breslauer Chassidim in Militär in Israel? Ja. Okay, gut zu wissen. Gut, ich bin sehr dankbar, dass ihr seid Maßgekommen zu reden mit uns. Es ist eine vernommene Zeit, Erev Tisha B'Av. Das ist eine traurige Zeit, die 3 Wochen und heint bei Nacht geht sein Tisha B'Av. Lass mir reingehen in dem, könnt ihr geben auf einen Fuß eine Reinführung zu Tisha B'Av. Sicher. Tisha B'Av ist eine Zeit, was mit der Mann sich von Gitterzeiten, was die Jeden haben gehalten bei Reingehen in Eretz Yisrael, der Eberst hat sie gesagt, als wird rübergehen schwere Zeiten, als Jeden wollen sein Knecht in Mitzrayim, aber nachdem wollen sie rausgehen und können reingehen in das schönste Land von der ganzen Welt, in Eretz Yisrael. Aber sie gewinnen jeden, was haben das nicht geglaubt. Und gewinnen jeden, was gegangen dort, auskicken, der so ist, sie kickt aus. Und sie sind zurückgekommen und gesagt, nicht gute Sachen, wird mir Eretz Yisrael. Und David hat gesagt, bei so, dass wir dürfen warten, 40 Jahre sein in der Midbar, jeder können reingehen. Und die Jeden haben gewähnt jene Zeit, man hat gewähnt, als verwassen wir heraus mit Mitzrayim und mit können nicht reingehen. Und David hat gesagt, ihr weint, den Tag weint ihr, was ich hat sie gesagt, als ich reinfinden in das beste, schönste Land in der Welt, dem Tag wird sein abgestellt, der Tag von Weinen. Und der erste Beis Hamikdash, was sie gestanden mehr wie 400 Jahre,
ist die Nebuchadnezzar von Bochel hat gekommen, verbrannte Beis Hamikdash und genommen alle Jiden rein in Bochel, rausgetrieben von Eretz Israel. Das zweite Beis Hamikdash, was wirklich gestanden etliche 400 Jahre, die Römer haben es verbrannt und ausgehagelt als Jiden und ausgenommen die Jiden raus von Eretz Israel. Und dem Tag ist ein Tag, was mit der Mann sich, als man gehabt sehr gute Zeiten, was man gelebt geht in Eretz Israel, nur weil man sich nicht geführt, als man hat gedacht, hat man uns alles geschrieben, man verbrannte Beis Hamikdash und wir warten, wir glauben. Der Teure sagt, als der, was vergesst nicht von der Beis Hamikdash, der, was klockt auf der Beis Hamikdash, wird sicher solche sein zu sehen, der neue Beis Hamikdash, der dritte Beis Hamikdash, was das keiner wird es nicht kennen zu brechen, oder verbrennen. Aber bei jedem, also es ist ein Tag, was man weint oder man klagt, aber nicht wild. Man klagt. Der erste halbe Tag von Tisha B'Av sitzt man auf einer kleinen Bänkele und man sagt Kindes da. Der zweite halbe Tag steht man schön auf und man fängt sich Zigaretten, wenn wir kochen, Zigaretten, der Essen auf Nachtdeteines und wir wissen, als der Eberste hat sie gesagt, als es sein Finsternis, es wird sein schwere Zeiten, aber es wird sein eine Gula. Als die Jeden sollen rauskriegen von dem. Und die Jeden sollen noch haben sehr, sehr gute Zeiten. Dem Tag, Tisha B'Av, ist eine Zeit, was man redet, man sagt Kinois. Der Wort Kinois meint, als mit der Mann in sich, was ist darüber auf uns, die schwere Zeiten und wir verstehen, als Sachen sind mir gewinn schuldig, als man sich nicht geführt hat, wie man darf. Aber als über die Kino ist, als über Echo, es endigt sich mit der Hoffnung. Als wir wissen, als die jüdische Volk ist darüber als Sach, und die alle, was haben gemacht, so ist für die Juden, sie sind nicht da. Sie sind gewinn groß, in jener Zeit, wenn sie gewinn groß, und heinz sind sie nicht groß. Ob sie gewinn die Ägypten, ob sie gewinn die griechische, die Jewonen, oder oder Nebuchadnezzar, oder der Römer, oder die Sfarad, der Malchus von Sfarad, was Amol hat gewinn, man ist über die ganze Welt. Und heute gar nicht. Sie haben nicht keine große Sorgen, in was tut sich in der Welt. Die alle, was haben angefangen, gemacht schwer für die Jeden, sind so selten und sie sind auch abgefallen. Und die jüdische Volk geht weiter. Die Germanen, der Nazien, die Machschemum, man hat gemeint, man nimmt über die ganze Welt. Und von sie ist Kemat Konisch geblieben. Und die jüdische Volk hat sich gebeugt noch einmal, und sie wächst. This is WUNR Brookline. Über oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Es ist gut zu reden mit euch und ich bewundere euer Jiddisch. Ich muss sagen, öfter wissen gezählt in Eulam, als ihr seid der Sohn von Laser, Harav Laser, mein Mann, was hat gedient bei Young Israel in Mill Basin, Brooklyn. Und hat uns gegeben Begrüßungen, die etliche letzte Jahren von seinem Leben, ein wohler Mensch. Und ich habe gehabt dem Schuss
zu sein bei ihm ein paar Mal, weil ich habe einen Cousin, Milty Davis, was ist ein Sachaver, und sein Tate ist gewesen in einer Schule in Millbasin. Das ist mein älterer Vater. Ja, sie sind gewesen Schreinen in Schiel. Sein Tate, mein Tate, die sitzen einer mit dem Zweiten, gewesen non, von Baruch Hashem, mit einem Amschich. Die beiden Sinnen sind auch Gitten und Jediden. Ja, es ist sehr rührendig zu reden mit euch und länger zu ziehen, die Verbindung. Aber wollt ihr gekannt endigen mit ein bisschen wegen eurer Tate und Mama, ein bisschen wegen sehr Leben? Ja. Gewesen sehr gute Menschen, Baruch Hashem. Ich habe nur gute Zechreines von sie. Mein Tate stammt von Polen und entlassen in der Zeit von der Milchama, der Zweite Weltmilchama, entlassen in Russland und gewesen in Sibir, das Schatten Milchama. Danach haben wir raus von Sibir und gefahren in Germania und von Germania umgekommen zu Amerika und nicht gekannt kein Englisch, aber angefangen arbeiten gleich, nicht gewollt nehmen, kein Matonis und keinem gegangen arbeiten, gewesen als Schneider in der Betraroshet, in einer Factory und Pfleger raus und gehen von Stieb 6:30 zu früh, fahren mit 3 Autobussen zu gehen zu der Arbeit und das gewesen noch dann, was er schon gedacht, ich pflege in seinen Stub, davon mit der Talis und Filmen jeden zu früh und essen, meine Mama pflege aufstehen, auch zu früh, Zigaretten essen für ihn, und er rausging von Stieb 6:30 zu früh zu der Arbeit. Und gearbeitet, gestanden auf der Füße, die ganze Zeit schneiden, Kleider. Und danach von dort pflege er rausfahren mit der Rakete, mit der Train, zu Harlem. Wir hat gehabt eine kleine Machbesa, wie man wascht mit Kleider und pflege führen dort und verrechnen die Maschine allein. Gelebt sehr poschet, aber kein Mensch gehört ein Wort von nicht zufrieden. Kein Mensch gehört ein Wort, das fehlt etwas. Meine Eltern haben nicht gehabt ein Car, nicht gehabt Sachen, aber in Stiebe gewesen allemal und bespielt, als man hat alles. Man hat nicht gehabt, es fehlt gar nicht. Gehabt reine Kleider, die Stiebe gewesen rein alle Zeit, Baruch Hashem. Und ich kicke auf den, ich sehe andere Menschen, reiche Menschen, was haben große Stiebe und Maschinen, und allemal sie sagen, es fehlt für das, sie sind nicht zufrieden. Bei meinen Eltern haben wir gesehen eine wunderliche Zufriedenheit. Als das, was ich habe, das, was ich darf. Der Ewigste gibt mir, was ich darf. Baruch Hashem. Und hat geschickt meine Schwester und mir zu Yeshivas, Baruch Hashem. Und wir haben mich Bachas. Alle Juden sind geblieben, jeden hat nicht Chassene gehabt mit Kingoyim, nicht die Kinder, nicht die Einiglich, nicht die Ureiniglich. Und Baruch Hashem ist da die Schauen zwischen den Kindern, Baruch Hashem. Und mein Tat hat gelebt, gewesen 103,5 Jahre alt, bis er ist weg. Und meine Mama 98. Und Baruch Hashem sich bedient allein, bis ins Sof. Nicht gedacht haben, kein Schum Hilfe. Mein Tat hat gesagt, er will nicht sein Babysitter für eine, was hätten darf ihm helfen. Baruch Hashem, dort steht gebencht mit gitterlangen Jahren. Baruch Hashem. Und ihre Mama hat gestammt von meiner Mamas Gegend, Karpater Russ, und dachte sich, hat man sie verschickt in Neuschwitz in 1944 mit den ungarischen Juden, Emmes? Ja, sie gehen in Auschwitz mit der Schwester und meine Mama gewinnt ein bisschen stärker wie die Schwester und sie hat gebeten, die Schwester, halt sich, wir werden rausgehen von da. Und ihre Schwester ist weg, 11 Tage, hat sie befreit. Sie hat sich nicht gekannt erhalten. Und meine Mama gewinnt sehr stark, aber bescheid sie ist raus von Auschwitz, hat sie nur gewollt sterben. Sie hat gewollt sterben, was sie gesehen, was man getan zu lieben. Nur sie hat gehabt 2 Brüder, einer Moshe, einer Berisch, und ihre Brüder haben gesagt, wir müssen leben. Unsere Komma auf die Germanen mit sein, als wir werden leben, wir werden haben Sprache und alles. Und Baruch Hashem sind wir unterhalten, sie hat getroffen, meine Taten in Amerika, sie haben sich getroffen und Chasne gehabt und aufgestellt an die Sprache. Ich darf sie danken mit meinem ganzen Herz.
und keinmal nicht gerät nicht an gegen der Nebelstelle, keinmal nicht gar kein schön Complaints. Allemal zufrieden mit was man hat, eine wunderliche Gitte Miete. Ihr sollt sein gesinnt, alle jeden sollen sein gesinnt und stark, und der Ewigste soll machen, als Seus von alle Zores, alle sollen sein gesinnt und freilich, und der Leben Mashiach. Eider mir gesegnet sagt, hat ihr eine Webseite oder Kontaktinformation, wenn man so will, euch nachfolgen? Sicher. Die Website wird angerufen Breslov, BRESLOV, Torah, TORAH.com, COM. Dort mit der 7000 Schulen auf Englisch, auf ein bisschen auf Jiddisch, auf Englisch, von Rabbi Nachman's Teures. Von ein Rebbe meiner, was ich gehabt hat, geheißen Reb Tzviari Rosenthal, der gewinnt von der cheshivste Breslover Rabbonim in Amerika in seiner Zeit. Und ist weg, Jüngerheit, 56 Jahre, hat gehabt Pancreatic Cancer. Und nachdem habe ich angefangen in solchen Schulen, und etliche 40 Jahre, und Baruch Hashem, es war eine wunderliche, schöne Sachen von Rabbi Nachman, wegen Simcha, wegen Emuna, wegen Liebhob Matzete Yid, kommen schöne Sachen dort, nur bei ihm zu kicken dort. Rav Nussi Maimon, Yasher Koyach, schönen Dank, und wir hoffen, Sie reden mit euch weiter in einer guten Show einmal. Amen. Shalom. Choshewe Zuhörer Shalom. Die 3 Wochen läuten idischen Luach von Shivoser Betamus, 17 Tag in dem 4. Monat Tamus, bis noch Tischebov seinen Tag von Umet, Tag von Treuer, noch ein Chuben von dem 1. und dem 2. Beis Hamikdash. Und für die Größe Unglücken, welche haben getroffen zu uns Iden in die 3 Wochen, hereingerechnet den neuen Tag. In allgemein ist Rosh Chodesh, der Unheib von einem neuen Monat bei uns Iden, ein Tag von Fried. Aber Rosh Chodesh Ov ist ein Ausnahme. Es wird zugelegt an Nomen Menachem Ov, wenn man bencht Rosh Chodesh, soll uns sein ein Chodesh von Treist. Der 9. Tag in dem Monat Ov, Tisha B'Av, fällt uns Hajor, dem frumedigen Schabbos, aber der Fasttag wird abgelegt an Nidche auf Sonntag. Der Schabbos für Tisha B'Av heißt Schabbos Chazon. In Schul wird gelesen die Hafteure, der 1. Kapitel von Jeschajahu, welcher fängt sich an mit den Wörtern Chazon Jeschajahu ben Amoz, die Sehung oder die Nevue von Novi Jeschajahu. A Treuer nimmt allem herum, wenn man lehnt die Strafreit von Größen Novi mit dem unbedingten Nigen von Eicha. Der 1. und der 2. Churben von Beis Hamikdash werden verrechnet bis dem jetzigen scheuderlichen Umkommen als die 2 größte nationale Katastrophen in der Geschichte von unserem Volk. Netzer, der König von Bavel, hat mit Hecher 2500 Jahren zurück Tisha B'Av Chorev gemacht Jerusalem, verbrennt den Beis Hamikdash und vertrieben die Iden in Goles. Tisha B'Av 556 Jahre später haben die Römer unter dem Befehl von dem Roche Titus noch einmal bekämpft dem idischen heldischen Widerstand, verbrennt den Beis Hamikdash und die gebliebenen Iden vertrieben vom Land. Der 9. Tag in dem Monat Ov ist geworden der Treuertag für deures Iden auf die größten nationalen Unglücken. Jede Zorre, welche ist in später die Deures vorgekommen, herum Tisha B'Av, hat in unser idischen Gedank sich verbunden mit der Unglücklichkeit von dem dosigen Tag. Es wären ausgerechnet 5 schreckliche Passierungen, welche haben passiert in derselben Zeit. Die 3 Wochen wären angerufen in Hebräisch Wochen von Bein HaMetzarim. Der Ausdruck kommt von dem Buch Eicha, welche wir lehnen bis heint jeden Tisha B'Av. Alle Säunen haben uns herumgeringelt zwischen die schmale Wände.
Ich ermahne sich dem Umet, welcher hat herumgenommen, unser jüdisches Leben in ein nicht, ein Kleinstädterle in Liete fahren umkommen. Men tornit sich honton an neue Malbusch oder an neue Porschich. Men tornit gehen sich Boden. In der heißen Sommertag, men tornit essen kein Fleisch, nur Schabbos, der Umet wird noch viel stärker in den neuen Tag, bis es der gerecht dem höchsten Punkt in dem Tanis von Tisha B'Av. In Schul ist finster, der ornkoidische Sonne paar Räuches, man sitzt auf niedrige Bänklach, nun bei der Erde, mit Kepp herabgebeugen, weint man auf den Chorben. Tisha B'Av in der Früh, davent man in Schul, und Talis und Filim. Noch ein Davnen ist ein Minhag zu gehen auf den Beselem zu Kever Oves, gedeiht durch dem eigenen Treuer sich zu der Nenteren zum Treuer vom ganzen Volk. Wir haben gelebt mit viel auf den Lippen, mit Hoffnung und mit Gebet. Im Eschkachech Jerusalem, Tischkach Jemeni. Vergessen soll werden meine rechte Hand, ob ich vergessen und dir Jerusalem. In Midrash wird erzählt, bei Rabbi Shmuel, bei Rabbi Nachman, wenn der Beis Hamikdash hat gesollt Chor werden, seien gekommen die Oves, sie beten beim Rebbeinu Shalom und gefragt ihm, was? Was hast du vertrieben unsere Sinn in Golos und sei übergegeben zu die Goyim, zu Schand und zu Spott? Deine Sinn haben gesündigt, hat Gott gesagt zu Avromen. Sie haben die Gebot von der Teure nicht abgehielt. Die Teure wird Eides sagen gegen Israel. Die Teure, hat uns gerufen Avrom, sich wenden dich zu der Teure. Gedenkst du nicht dem Tag, wenn alle Völker von der Welt haben sich von dir abgeträßelt, bis meine Sinn seien gekommen zu Berg Sinai und eine Geboten mit ein Atem aufgenommen, na a sevene Schma, mir wollen Ton und Herren, a Schweigende hat die Teure sich abgeruckt an der Seite. Die 22 Äußers von der Teure wollen Eides sagen gegen Israel, hat Gott gesagt. Und wenn der Aleph ist gekommen, Eides sagen, hat Avroam sich gewendet zu ihr mit Wunder. Du, Aleph, wirst Eides sagen gegen meine Sinn in Tag von seiner Zorre, gedenkst du denn nicht, als mit dir fangen sich an Gottes erster Gebot, Anochi Hashem Elokecha? Und zum Beis hat Avroam gesagt, du wirst Eides sagen gegen meine Sinn, welche fangen an zu lernen die Teure mit dir, Bereishit bara Elokim? A Verschämte hat sich der Beis abgeruckt an der Seite und mit ihr euch alle andere Äußers. Es hat sich zugehört Gott zu der Rede und Gebet von der Oves, aber gerührt und erweckt Gottes Rachmones hat unser Mame Rochel Strären. So hat Gott gesagt, vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen, warum voran allein vor dein Mie. Und sie wollen sich umkehren, von Land, von dem Feind, Veshavu banim ligvulam. Es ist öfter nicht kein Zufall, nur ein Hemmschicht von unserer jüdischen Geurl. Also Deures noch Deures später haben die Tränen und Gebet von Rachel Yanait, Rachel Ben Zvi, die Frau vom zweiten Präsident von Medinat Israel, Yitzchak Ben Zvi, und die Mama von einem gefallenen Sohn, Eli, fahren wieder Aufbau von Land. Und die alle Rochels von alle Deures haben zerträßelt die Himmeln, durch welche wir hören wieder dieselbige Trästwörter von Novi Yirmiyahu. Vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen. Jesch Zachar la'amolech. Es ist voran, allein vor dein Mie. Ich will sich mit euch meine Choschewe Zuhörer teilen, mit meinen Sichrenes von meinen Kinderjahren, Tisha B'Av mit meinen Taten, Jakob Yosef, Hashem Yinkom Damo, von Anik Schlitter. Auf einer niedriger Bank, deine Augen voll mit Tränen, von alten Chuben dem Klang, pflege ich in dein Eichonigen Herren. Ich hab sich zu dir getulet und mit dir euch mitgeklockt, nicht gewusst, als neuer Chuben hullet und wieder noch uns jockt. Ich hab nicht gewusst, dass es wird wieder sein, a Korben du, der guter, frommer Id, und als zu beweinen dem itzigen Churben wird sein zu schwach das Eicholid.
Tate, für was pflege ich fragen? Tate, für was ist dem Iden so schlecht? Kind meins, wir verstehen nicht Gottes Wegen. Gott und sein Mischbet ist gerecht. Mit Liebe hast du getreist mir und geglätt. Aid muss haben betochen, nicht verlieren sein Mut. Es wird unser Gott nicht verschweigen. Seht und wett dem Söhne bestroffen vor vergissen jüdisch Blut. Es will noch kommen gute Jahren. Es wird kommen die auserwählte Zeit. In Tag von Churben wird Moschiach geboren und die Welt mit Scholem und Gerechtigkeit beneit. Und es wird nicht mehr Busche von Kemilchomes, es wird herrschen Scholem und auf lang. Glücklich werden sein die Mames und Kinderstimmen werden hilchen in Gesang. Jahrzehnlicher sie dann, Tate schon lang verflogen, durch Teichen, Blut und Jammen Tränen, jeden Tischebow, wo nur ich bin, dein lichtig Ponem scheint mir tomit vor die Augen und ich hör dir murmeln in der Still, Gott saft doch wird mir kuyen werden, ani ma'amin, ve aschrei ha-ma'amin, Gott, der viel unser Verlang, soll so Scholem sein, auf lang, wir gehen die Hiratson.